Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee. Badababam. Mit Let's Play Resident Evil 1 Remake auf Pelzig. Ja, so viel haben wir schon erkundet. Ich glaube, ich wollte... was wollte ich dann überhaupt? Wieder leid. Wir sollten nochmal zurückkehren. Mit unserem neuen tollen Schlüssel, den wir jetzt gekriegt haben in der letzten Episode. Sollten wir noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen, ne? Bitte nicht nochmal Respawn von Zombies, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das war nämlich der Gang hier. Zumindest war das der erste Gang, den ich so entdeckt habe, der einen Schlüssel gebraucht hat, einen extra. Wir hätten aber auch noch den Schlüssel, also der ist anscheinend noch nicht nutzlos. Und hier latscht wieder irgendein Heini durch die Gegend. Mal wieder ein bisschen anders platziere. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier noch uns die anderen Dinger uns angucken können. Wir haben uns bisher nur der gegenüber, oder was das war, angeguckt. Ja genau, das war die hier. Irgendein Kasper latscht hier noch. Ach Gott, der Heißhunger. Harry, wo ist er dann? Ah, von da ohne kommt er hoch, der Heißhunger Harry. Na, komm mal her. Wobei... Ich soll... der sieht aber gut aus, der Heißhunger Harry. Geht. Latscht hier noch einer rum. Oh, so, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist ein Schloss eingraviert. Ich muss immer mal wieder gucken auf die Facecam, ob die noch gut läuft. Wasser. Ja, genau. Na, guck mal her, Harry. Schieß da mal ins Kreuz. Oh, ich habe anscheinend der andere Kerl erwischt. Na, guck mal her. Okay. Lebst du noch, oder? Du Saukerl! Wisst was? Da machen wir jetzt erstmal hier wieder der Combiner. Na, dann schießen wir die halt auch über der Haufe. Das müsste jetzt aber gewesen sein, ne? Ja, okay. Ja, bis der andere sein Kadaver schleppt. Das dauert auch wieder ewig um 3 Tage. Aber ich habe das Gefühl... Ja, genau. Wenn ich jetzt um die Ecke gehe, dann erwischt er mich. Stirb! Du Bestie! Double Tap. Dort tut sich nichts mehr. Alles klar. Schwein gehabt. Gut, wir bräuchten jetzt mal bald wieder Munition. Aber da wir im Easy-Modus sind, dürfte es etwas leichter laufen. Das heißt, wir haben da unten noch was und wir haben hier noch 2 Räume. Einer war verschlossen. Das war der hier, der braucht einen Helmschlüssel. Ne? Und der hier, da habe ich der aufgeschlossen. Klingt vernünftig. Ich hoffe, die ganzen Freaks kommen nicht wieder, wenn ich wieder zurückkomme. Echt mal. Ah, das war der Specki, den ich eh schon abgeknallt habe. Aber der liegt noch, ne? Okay, das ist in einem Gebiet, in dem ich schon war, aber noch nicht ganz... was ich noch nicht ganz erkundet habe. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück, bevor der hier der Wadebeißer macht. Das habe ich nämlich überhaupt nicht gern. An Zombies vorbeigehe, die eigentlich tot sein sollten, die dich dann nochmal verknuspern. Das möchte ich überhaupt nicht. Ja, der Heißhunger Harry kam von hier hoch. Da liegt noch einer. Der ist anscheinend schon ein paar Stunden lang tot. Okay, hier sind Holzkiste. Die sind voller Blutflecke. Sehr vertrauenserweckend. Hier unten haben wir noch 2 andere derer. Ich glaube, das hier ist ein Safe Room, oder? Ich glaube es. In Erinnerung vom Original. Das ist das hier. Ah ja. Die einschmeichelnde Musik spricht sehr für Safe Room. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind 2 Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurden für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ja. Im Vorteil ist, wer Raucher ist. Entschuldigung. Hier gibt es verschiedene Arten von Sirenen.
Viele sonderbare Farbe. Seren? Okay. Was brauchen wir dann gerade nicht? Das können wir nämlich dann immer in der Kiste lagern. Ich würde sagen, das brauchen wir nicht. Aber, Pistolenmagazin, natürlich. Das brauchen wir auf jeden Fall. Der Rest kann Nachrücken und was zu heilen ist nie verkehrt. Zerwühltes Bett. All die Schreibmaschinen. Ja, das machen wir jetzt mal. Jetzt können wir mal speichern. Ich weiß allerdings nicht, ob ihr jetzt den Ladebild oder den Speicherbildschirm seht. So, jetzt haben wir Jill 01 medizinischer Lagerraum gespeichert. Speichern beendet. Perfekt. Und die Blutstropfe, die zeigen natürlich, schalten Sie Ihr PS4-System nicht aus, aber irgendwie juckt es mich dann doch immer in den Finger. Ist hier noch was? Das Regal ist voller Pille und Elixiere, die ich noch nie gesehen habe. Viele Handyfarbe gewechselt. Was ist denn das für komisches Zeug? Ah ja, hier ist Schreibmaschine und Inventarbox nochmal gekennzeichnet. Das ist dann schon erstes OG. Und EG und UG. UG war dann anscheinend nur der Keller, ne? Wo ich mal drin war. Der ein bisschen außerhalb von der Villa gestanden hat, so im Villahof oder was auch immer. Na gut, das heißt, wir brauchen einen Behälter und wir brauchen, um Benzin, Öl oder sonst was abzuzapfen. Und wir brauchen ein Feuerzeug. Dann können wir die Kadaver endgültig niedermachen, weil die kommen anscheinend wieder. Ne? Ganz wie befürchtet. Ich hasse es, wenn das passiert. Hier gibt es noch Putzmittel. Das riecht ein bisschen unangenehm. Okay. Bitte komm jetzt 6 durchs Fenster geschossen. Dankeschön. Was ist denn hier? Ich habe den Dietrich verwendet. Wer kann, der kann. Gucken wir doch mal rein. Okay, was lebt dann hier? Was existiert dann hier? Ja, hier sieht es ja lustig aus. Kleiner Raum. Ohne Zombie? Ja, ohne Zombie. Okay, hier haben wir wieder Farbband. Selbstverständlich. Ne? Oh, waren sogar mehrere. Hier ist anscheinend ein bisschen Kerosin. Ja, sehr schön, aber wir haben kein Feuerzeug oder kein Behälter. Batteriepack. Nehmen wir mal mit. Nur alte Möbel. Moment, war da Flinte? Tatsächlich. Defektes Gewehr. Das ist dann wie bei Resident Evil 7, ne? Ich erinnere mich. Beziehungsweise Resident Evil 7 hat es ja von hier übernommen. Ich muss das defekte Gewehr dann einhängen, wo das richtige Gewehr ist. Dann kann ich das nämlich so nehmen. Okay. Das heißt, wir haben derzeit nicht so viel Platz verschwendet. Falls was ist, dann schmeiße ich mal die gemischte Kräuterei. Anders geht's halt jetzt nicht, ne? Okay. Sieht soweit alles stabil aus. Habe ich denn noch irgendwas anderes mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Na egal. Wir füllen erstmal wieder unser Pistol auf. Das ist verschlossen. Rüstung. Okay, Schwertschlüssel habe ich, aber ich brauche noch Helmschlüssel. Und ich brauche noch einen Rüstungsschlüssel. Alles klar. Warte mal. Immer diese Nase-Juck-Krankheit von Let's Player. Furchtbar sowas, oder? Widerliche Leute. So, hier haben wir nichts mehr. War doch nicht noch ein Zettel? Achso, nee. Nee. Möchte ich gerade nicht. Aber mir finden anscheinend sehr viel Farbbänder hier. Das finde ich auch sehr gut. Also können wir auf jeden Fall immer was speichern. Ja, wie gesagt, die Episode, das habe ich schon in der letzten Episode vorgestern gemerkt. Die Episode versuche ich immer so 20 bis 30 Minuten zu machen. Jetzt gucken wir gerade nochmal. So. Da ist noch der, wo ich nicht reinkomme, ne? Und der andere, der ist auch noch verschlossen. Gucken wir uns das nochmal an. Die Kasper, genau, die liegen hier. Ja, die könnte man irgendwann mal anzünden, wenn man die Möglichkeit dazu hätte, dass die mal irgendwann wieder denken, hoho, komme ich einfach mal wieder. Genau, das war verschlossen mit dem Helmschlüssel. Genau. Gott, ich mal Orientierung, ohne Scheiß. Das wird noch spaßig, ihr liebe Leid. Das wird noch sehr, sehr spaßig. Okay, den habe ich schon gekillt, aber... nee, Moment. Karte. Muss ich rechts der Flur runter und da ist noch was noch nicht auf war. Latscht hier noch was? Bitte nicht. Bitte nicht. Moment.
Ah ja, okay. Das war, glaube ich, noch der, die von der anderen Seite verschlossen war, oder? Ah, nee, du kommst so rein. Okay. Hm, gucken wir mal rein. Gucken wir doch mal rein. Da stimmt was nicht. Alter, wie ich selbst bei so einem Scheiß schon durcheinander komme. Oh, ist das ätzend. Ah, Mann. Ich und meine Scheißorientierung, ohne Witz. Ja, genau, das war die, die von der anderen Seite verschlossen ist. Alle hopp. Okay. So, was gucken wir uns jetzt noch an? Am Ende von dem Gang ist aber auch noch was. Das muss ich gerade jetzt auch nochmal checken. Uppala. So. Hier rum. Und da ist der tote Kumpel. Ich hab's irgendwann auch bald noch raus, wie das funktioniert. Hier rum. Und da entlang. Okay. Genau. Der war auch noch nicht untersucht. Gucken wir mal rein. So. Machen wir das nochmal Raum für Raum hier. Dass wir uns nochmal gründlich umgucken. Was ist denn da los? Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Nett. Hört mal gern. Oh, Moment. Nee, da brauche ich was anderes dafür. Da brauche ich sowas wie Schlüsselattrapper, glaube ich. Ja, das ist der alte Schlüsslein wechsel dich. Trick. Was ist dann hier noch? Ah, da sind wir schon im zweiten OG. So. Der ist verschlossen, da brauche ich den Helmschlüssel. Aller hopp. Ich vermute auch mal, dass das hier entweder der Helm oder der Rüstungsschlüssel ist. Da brauche ich aber was anderes. Da brauche ich einen Dummy dafür. Sonst dreht der nämlich durch. Das heißt, ich brauche einen Schlüsseldummy, den ich mir erst noch irgendwo besorgen muss. Weiß ich Bescheid. Okay, so. Dann wissen wir hier Bescheid. Wir gehen nochmal in die Eingangshalle. Wir gehen mal auf der andere... Wir gehen mal zum anderen... Wir gehen mal zum anderen Korridor. So rum. Wo geht's dann hier lang? Ah, wieder dort hier. Okay. Stimmt, von dort kamen wir ursprünglich. Da war dann Kumpel-Typ. Und dann ging es hier rum und dort hier. Genau. Ich bewundere jeden, der dort zum Speedrun in der Lage ist, weil, alter Falter, das kriege ich ums Verrecken nicht hier. So wie ich mich orientiere, ständig dieses Hilfe! Das wäre ganz furchtbar, glaube ich. Also, was sowas bin ich definitiv nicht gemacht. Nicht, wenn ich irgendwo Orientierungssinn beweisen muss, weil ich bin so einer... Und mal auf die Karte. Ah, ich bin 3 Schritte gelaufen. Und mal auf die Karte. So einer bin ich halt leider. Ist halt so, ihr liebe Leute. Das kann nicht jeder mit... Es kann nicht jeder mit Orientierungssinn geboren worden sein. Okay, warte mal. Da waren wir noch nicht drin. Okay. Der ist verschlossen. Da brauche ich den Rüstungsschlüssel. Alle hopp. Warte mal. Was war denn das für ein Bild? Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist drucker und rissig. Okay, da ist das wohl ein bisschen älter. Na gut, dann ist das wohl hier das Einzigste, wo ich da noch reinkommen kann. Ich könnte mich natürlich auch im Erdgeschoss da ein bisschen umgucken. Okay. Augen auf, ich komme. Ja. Hallo? Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Nee. Der ist verschlossen. Brauche ich auch den Rüstungsschlüssel. Das sehe ich gern, wenn ich so um die Ecke muss. Okay. Glücklicherweise keiner da. Ja, das ist was Größeres. Gucken wir doch mal hier rein. Der ist verschlossen. Rüstungssymbol. Alter Falter, das ist anscheinend hier die Rüstung, der Rüstungskorridor. Warte mal. Hallo? Herr Zombie? Holzpassepartout. Okay. Was zur Hölle? Was macht das? Prüfen. Kann das irgendwas? Ist das irgendwas? Keine Ahnung, was das ist und was das macht und was das kann. Es ist aus Holz. Verwenden? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Kombinieren? Mit der Flinte? Nö, geht nicht. Okay, wäre zu schwer gewesen. Was haben wir dann hier noch?
Dumm. Ah, da ist noch der. Und da ist noch der. Mal kurz auf die Kartlinse. Die scheint verschlossen zu sein, die rot wieder. Ja, von der anderen Seite verschlossen. Bleibt ja nur noch der hier. Okay. Was mag sich hier rumtreiben? Schauen wir doch mal. Ist das ein Safe? Nee, kein Safe Room. Okay, Grammophon. Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter bzw. Jupiter. Wenn wir jetzt schon auf Englisch hier unterwegs sind. Hier blinkt was. Hundepfeife. Natürlich nehmen wir das Ding mit. Zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hunden herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tollman. So. Der edle Herr Tollman. Und die Hundepfeife haben wir jetzt auch, wo das ist. Weiß ich, Moment. Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir 3 Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Das Wort zum Sonntag. Was haben wir dann hier noch Schickes? Offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Da hinten blinkt aber noch was Schönes. Ich will immer zu deiner Sache, die blinken. Na, ich möchte das hier, ich möchte das haben. Was ist denn das? Oh, mehr Objekte können sie nicht tragen. Schade. Sehr schade. Ist der hier offen? Ja, tatsächlich. So, das haben wir jetzt verwendet. Dann holen wir das Feuerzeug mal mit. Alles klar. Kann man immer gebrauchen, das Zeug. So, Moment, bevor wir das machen. Hier ist die Gegend jetzt ziemlich zombiesicher. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zurück, rufen den Hund, machen den Hund unschädlich. Und dann holen wir uns das Zeug. Und auf dem Weg zum Hund kann ich ja das unsägliche Holzding nur mal wegsperren. Wer braucht dann sowas? So. Wo das alte Gewehr wiederum gebraucht wird, weiß ich nicht. Dummerweise sind die Kisten auch nicht miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich wirklich einen Gegenstand haben will, dann muss ich dort hingehen zu deiner entsprechenden Teile. Halte mal der Gaula, das war do. Gott, wie ich versuche jetzt selber nochmal irgendwie durch Orientierung was zu gewinnen. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Na gut, probieren wir es mal. Ja, da sind wir ja schon. Aber ich sollte das nicht von hier aus machen, glaube ich. Oder geht das auch von hier aus? Ich sehe doch leider nicht so viel, ne? Von daher wäre es vielleicht geschickter, das von der anderen Seite zu machen, weil da habe ich nicht wirklich so einen richtigen Überblick über das Ganze. Dann marschieren wir mal hier lang. Dumm. Das war doch hier der... Ja, so. Und dann gleich wieder links. Okay. Ach ja. Direkt hier, genau. Genau. Ich glaube, damit ist die Terrasse hier gemäht. Ne? Ja, hier mal ein bisschen mehr. Gehen wir doch mal hier in die Ecke, falls der Hund dann gleich mal liebenswürdigerweise tanzt. Sie haben die Hundepfeife geblasen.
Oh. Obacht! Nein! Okay. Jetzt aber schnell. Nein, 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 nein. Verflixt. Kombinieren. Scheiße. Kommt da noch mehr? Sausack. Okay. Es tut mir ja leid, Hunde abzuknallen. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht, sowas. Kombinieren. Was sag ich immer, das Ding, der ist Holzpassepartout. Man weiß es nicht. Wie sieht es mit unserer Gesundheit aus? Sind wir immer noch gesund. Okay, was sagt die Karte? Wo ist denn der nächste Ruheraum? Hier mal nirgends. Okay, warte mal. Hämmer gleich. Hämmer gleich. Ah, natürlich möchte ich die Ableger. Okay, so haben wir schon mal das Platzproblem weg. Gehen wir gerade wieder raus und holen uns dann das Halsband nochmal. Das halte ich für relativ wichtig. So. Genau, Halsband. Das möchte ich mitnehmen. Und es hieß ja in dem Bericht, irgendwas sei in dem Halsband drin. Gucken wir uns mal an. Mit X vielleicht? Da ist ein Schalter. Ja, dann drücken wir doch mal. Und da ist was drin. Münze war im Halsband verborgen. Okay. Okay, besondere Merkmale. Moment, da aber ist was. Okay, besondere Merkmale. Ah, sie hat hier vorne von einem Schlüssel angenommen. Es ist Rüstungsschlüssel, aber als Imitation. Ha. Ist Bescheid. Gut. Gut. Jetzt haben wir die Imitation und können uns auch gleich die echte holen. Moment, wo müssen wir dann dafür nochmal hier? Zurück. Um die Treppe rum. Bitte steh nicht auf. Dankeschön. Du bitte auch nicht. Dann können wir nämlich gleich mal unter. Bisschen Kram noch verstauen. Oh, ich laufe ein bisschen arg dormlich hier durch die Gegend. Moment, jetzt lenken wir mal ein bisschen Zeug weg. Und zwar. Komm schon. Wir könnten unser Farbbänder mal wegnehmen. Dann könnten wir das unsägliche Holzding hier noch reinlegen. Ich denke, das reicht auch erst einmal. Dann haben wir 2 mehr Platz nochmal. Okay. Gut. 7 Minuten haben wir auch noch circa Zeit. Das heißt, wir können uns noch den anderen Schlüssel zumindest schnappen. Ich bin doch sehr stark dafür, dass wir das noch machen. Warte mal, da müssen wir erstmal hoch. Nur auf die Karte. Ich glaube, das war einfach nur am Ende vom Gang, ne? Wenn mich dann alles täuscht. Genau. Und dann da rechts rum. Also geradeaus und dann rechts abbiegen. So rum. Okay. Hier bei dem. Ah, da sind wir wieder beim Kumpel Speckmann. So und so. Scheiße! Alter, ist hier in die Hose gebrunst. Oh Gott, warum ist der so schnell? Alter, ich habe ewig hier in die Hose gebrunst. Gott, das kam unerwartet. Oh, Herzschlag wie Saugrad. Alter Falter. Scheiß Zombie. Okay, möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Nett. Hausschlüssel. Nehmen wir doch. Ja, jetzt geht die Kasperei hier los. Das dachte ich mal schon, ja. Sämtliche Fluchtwege werden versperrt und das Ding kommt hier arg schrubbt auf der Schiene. Und zerfetzt mich. Aber wir haben hier Schleuli. Ja, unsere Imitation. Alles klar. Also ich bin auch sehr dafür, dass ich mir Kerosin irgendwo besorge. Ich glaube, da brauche ich irgendein Behältnis noch dafür. Und dann schauen wir mal.
Okay. Du gehst irgendwo im zweiten OG hier. Helmsymbol. Ah, okay. Helmsymbol, das ist, was ich jetzt habe, ist die Rüstung. Rüstung und Schwert. Moment. Ich mach mir dann gerade mal angucken. Ja, da ist das Schwert drauf. Und hier ist die Rüstung drauf. Alles klar. Scheiße, da muss ich ja doch wieder zu einem Ekeltyp. Aber warte mal. Eins kann ich auch noch machen, wenn ich dann wieder ohne bin. So. Wir kombinieren jetzt noch das Zeug hier mit. Damit wir dem Lumbestrick hier wenigstens auch mit vollem Magazin entgegentreten. So ein Scheiß-Typ, Alter. Der mich erschreckt. Boah. Komm mal. Aha. Jetzt ist er weg. Ich traue dem Brote nicht. Und zwar so überhaupt nicht. Na gut, aber ich sollte mich auf den Weg zurück machen, damit ich noch mal eine Runde speichern kann. Moment, was heißt hier Weg zurück? Weg zurück heißt, so, okay. Oh Gott, bitte lass die nicht nochmal durch sein, Alter. Nein! Oh. Da ist er gelandet. Warum ist der so schnell? Warum ist der Penner so schnell? Gott. Trophäe erhalten, rot gesehen. Oh, Alter. Das muss irgend so ein Special-Zombie sein, ne? Der ist wesentlich schneller. Scheißkerl. Gott. Kombinieren. Ja, es wird allmählich auch Zeit, dass ich ein Gewehr krieg. Definitiv. Boah. Was ein Scheißvieh. Rot gesehen. Ja, ich sehe mittlerweile. Ich sehe auch rot. Nein! Da ist er wieder. Oh Gott, nein! Oh, okay. Wenigstens so hat sich verteidigt. Oh, und irgendein anderer Scheißtyp ist auch wieder am Leben. Alter! Ja, natürlich, das ist einer von Denne Kasper. Oh Gott. Ja, du mich ach. Heißhunger, Harry. Leck mich am Arsch. Puh, alter Falter. Gut, dass ich heute nur 2 Episoden mache, liebe Leute. Ja, es ist allmählich, Zeit zwischen 20 und 30 Minuten, habe ich ja gesagt. Gott. Wir holen uns jetzt erstmal wieder Farbband. Moment. Wir können wieder Platz im Inventar schaffen, aber wenn ich es hasse, so Platz im Inventar zu schaffen, indem ich mal Magazine verbrauche. Ja, wir brauchen unser Farbbänder wieder. Erste-Hilfe-Spray wäre vielleicht auch gar nicht mal so die dümmste Idee. Aber ich stehe jetzt mal Sache, ihr liebe Leute. Es ist an der Zeit, dass ich hier speichere. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 1. Oder, oh Gott, Resident Evil 1. Oh Gott, sind wir jetzt so englisch. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zum Resident Evil Ends Remake. Pelzig natürlich. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder, wenn wir es jetzt gespeichert haben. Hier im medizinischen Lagerraum. Oh Gott. Das wird ja lustig dann übermorgen. Also machen's gut bis dahin. Ayan. Yankee.